Sadono den strategischen Luftschlag gegen das Lager von Kundang überlebt hat. Die militärische Aufklärung bedeutet eine dramatische Wende in den Bemühungen der USA in Indonesien. General Kellner sagte einen günstigen Ausgang innerhalb, auch wenn Sadono überlebt hat. Er ist vollständig aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Geisel, die Sadono in der US-Botschaft genommen hat, wird nach wie vor vermisst. Fischer. Ja? Operation Shadownet verläuft besser, als wir ursprünglich erwartet haben. Sadonos Lebensversicherung ist so gut wie gekündigt. Was wollen wir nach Meinung des Generalstabs mit Sadono tun? Wir schnappen ihn lebend. Seit Nikolazu wissen wir, wie schnell getötete Anführer als lästige Geister zurückkehren. Ja, willkommen zurück bei Let's Play Splinter Cell und wir sind immer noch in Indonesien. Jetzt werden wir mal mit der Dame reden. Da wären wir. Das könnte die Sache beenden, wenn Carlson durchkommt. Ich traue ihr. Ich nicht. Erst Alia, jetzt Ingrid. Manchmal glaube ich, sie mögen keine Frauen. Mögen ist nicht das richtige Wort, aber fragen Sie nicht weiter. Und was Dalia angeht, hatte ich recht. Ich kenne Carlson aus Dili. Hab ihr in die Augen geschaut. Sie macht das schon. Viel Glück. Grüßen Sie mir Sadono. Ja, wenn wir ihn treffen, können wir das machen. Sie müssen in das Sendergebäude eindringen. Dort befinden sich Ingrid und Sadono. Ins Sendergebäude müssen wir eindringen. Ja, wo sind denn unsere Aufgaben? Dringen Sie in die Fernsehstation ein, um Ingrid Carlson zu finden. Wir brauchen Sadono lebend. Also da wir Sadono scheinbar gefangen nehmen. Wenn wir ihn erwischen, natürlich. Machen wir mal ein bisschen schneller. Jetzt da oben. So, was haben wir denn? Moment mal. Dieser Wachposten. Hey, ist das dein Moped da drüben? Ja, warum? Dein Vergaser ist im Eimer. Ach du Scheiße. Ey, kannst du mir einen Imbusschlüssel leihen? Was machst du hier im Regen? Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Ich helfe mal jemandem. So, also ich glaube, es war kein Wachposten. Oder? Schaut nicht so aus. Aber der da hinten, der hat eine Knarre. Ja, müssen wir durch die Straße da durch? Können wir da irgendwie außen rundum? Was ist denn das da? Das schaut besser aus, gell? Da rennen wir halt oben da rundum. Jetzt hätte man eigentlich irgendwas vorbereiten sollen, oder? Irgendwie so, ja, ein Thema, wo ich so zwischendrin mal erzählen kann. Weil so viel passiert ja da irgendwie nicht, wenn wir rumschleichen. Moment einmal. Möchte ich da oben? Bin ich gerade am Überlegen. Wie schaut es denn da vorne aus? Jetzt muss ich mal im Moment. Das war die Tasten.
Geht's da irgendwie obi? Oder steigen wir vielleicht doch dafür? Speichert haben wir ja. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich da rutschen. Nicht ganz, wir müssen klettern. Halt, Sam in die andere Richtung. So, da rum ist ja relativ dunkel. Was treiben wir eigentlich da herum? Da können wir ja nicht mehr weiter. Können wir das? Können wir nicht greifen, aber da unten ist ein Balkon. Stimmt das, was wir da machen? Schon, gell? Irgendwie. Jetzt sind wir zumindest auf der anderen Seite. Wobei jetzt die ganzen Hamperrader rum sind. Ich glaube, ich sehe etwas. Was ist ja irgendwas? Da ist noch irgendwo eine Lampe, oder? Wo ist denn die? Halt, Sammy möchte obi. No? Ja, das mag ich nicht. Können wir da umrutschen? Nicht, oder? Nicht so wirklich. Die Amis sind hier. Hilfe! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Ja, Moment mal. Hilfe! Also da vorne ist nicht mehr so hell. Am besten ich spring da ins Gemüse, ne? Kommt da jemand? Das war riskant. Was wollt's denn alle da drin? Haus ab. Objekt. Ach so, das kommt ganz gut, gell? Haben wir noch eins? So, Moment, schnell speichern. Das war die verkehrte Tasten. Hilfe! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Ja, war nicht so schön. Was haben wir denn alles dabei? Irgendwie Fackeln, Blendgranaten, Taser, Ablenksystem. Gute Frage. Weil die aber auch alle da umeinander laufen. Hier ist nichts. Kommt da jemand? Hilfe! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Ja, das Hilfe, haut irgendwie ich nicht bin ganz so in hin wie Gefahr. man. Warum nicht? Irgendwas beleuchtet uns da. Die Lampen da oben. Trifft die von da.
Ruhe, ich höre was. Hilfe, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie. Team A, brauche Verstärkung. Alter, Arsch mit bloß nicht an. Ja, das Rennen soll so alle dahinter gehen. Es gibt keinen Ausweg. Das Spiel ist aus. Wenn die alle da rumlaufen. Scheißdreck. Jetzt sind wir zumindest da herum. Wobei das auch nicht so gut ist. Wer hört was? Wer? Wo? Ach, er da unten. Reiß sie bloß zusammen. Kostenhauser, wir müssen in ein Fernsehstudio, aber irgendwie, ich weiß nicht, wir treiben uns da sonst wo umeinander. Können wir wieder ungesehen. Jetzt sind wir da rum. So, da geht's oben. Fatir, ich höre. Pönjuk sagt, deine Jungs tragen die Ausrüstung nicht. Das ist wahr, Sir. Nachtsichtgeräte sind heikel bei dem Gewitter. Geblendete Scharfschützen sind nutzlos. Und wie überwachen wir dann den Parkplatz? Wir haben dort weitere Männer eingesetzt. Das sollte reichen. Also Nachtsichtgeräte tragen es keine. Das ist schon mal gut. Was ist denn das da? Das ist besser. Das Problem ist jetzt, weil es ja gewittert und hier und da blitzt es einmal und es erhellt alles und dann werden wir sichtbar. Im Moment sind wir ja so gut wie unsichtbar. Also im Finstern. Aber nicht, wenn es blitzt. Wollen wir mal unseren Herrn anlocken und den begrüßen. Moment, anders vielleicht. Merkt das? Was sind das eigentlich? Terroristen, oder? Sind ja eigentlich die Leute von Sardono, da die sagen. Ich weiß gar nicht. Haftkamera mit Mikro. Was macht denn der mit dem Ding da? Wer ist da? Zeigen Sie sich. Jetzt kommt der zweite, ja, das ist gut. Kriegt das? Schwächanfall. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Probleme weniger. Die zwei Linken erinnert im Druckern. Und wir können mal schauen, dass wir mal in das Sendestudio kommen.